schon fast 2 Wochen bin ich ja «Everything is always working out for me» am Hören. Ich einfach so, dass ich in jeder Situation dass ich einfach irgendwie die Grundannahme bekomme oder die Grundeinstellung, dass egal was passiert, dass es für mich ist. Ich habe schon gemerkt das tut mich schon sehr ich kann das Leben einfacher nehmen, weil wenn die Sachen, die mich normalerweise irgendwie in Abwärtsspirale da haben, habe ich einfach mal so ein bisschen vorsichtig, also besser gesagt, einfach einmal sagen: «Hey, das wird für mich sein», und ohne dann irgendwie auf etwas Negatives eingehen oder so, mich wieder als Opfer sehen oder sagen: «Boah, jetzt passiert mir schon wieder so ein Scheiß», habe ich es können, mal neutral beobachten und einfach einmal auf mich zukommen lassen. Und ja, es ist, wenn man nicht auf etwas einsteigt, dass ich merke, man hat eigentlich wenn man reagiert, dann, wenn jetzt irgendwie etwas passiert und man reagiert auf wie bekannt, dann kommt man auch wieder in bekannte Geschichten rein und in bekannte Gefühle. Und wenn man einfach einmal nicht auf die gleiche Story eingeht, das heißt, wenn man etwas erfährt, wo einem normalerweise nervt und sich einfach einmal nicht nervt, das geht keine Minute und man ist eigentlich wieder aus der Situation draus, weil man denkt dann einfach schon gerade nicht mehr dran. Man tut es eigentlich in den Mittelpunkt nehmen, indem dass man darüber nachdenkt. Und wenn man einfach einmal das beobachtet, habe ich auch gemerkt, dass ich dann die Sachen schnell wieder vergessen habe, als wäre es gar nicht passiert oder einfach nicht auf die Geschichten, die man kennt, eingehen. Und durch das, dass ich jetzt immer mehr auch eben beobachte, warum mir etwas passiert, habe ich jetzt mit meinem Arbeiten, bin ich in den Lift rein, im obersten Stock, und habe den falschen Knopf gedrückt. Und bin im EG raus, aber ich hätte ins UG müssen. Und das Interessante ist, äh, es kann jetzt sein, dass das wahrscheinlich viele dann einfach nervt. So: jetzt haben wir da, die Tür geht auf, anstatt einfach kurze Zeit sich geniessen, dass man ein bisschen länger unterwegs ist, nervt man sich, oder? Also, ich schliesse mich da mit ein. Ich habe auch noch so meine Sachen und so. Das hätte mich jetzt vor 3, 4 Jahren sicher auch noch viel mehr genervt, oder? Nein. Also, weißt, nicht wirklich genervt, sondern einfach so kurz reagiert, so: «Ja, den falschen Knopf gedrückt, so mühsam.» Und jetzt durch das, dass ich mir sage, ja, es wird wahrscheinlich auch das für mich sein, habe ich gemerkt, dass in dem Moment, wo ich runtergefahren bin und im EG angehalten hat das Handy geläutet. Das heisst, ich konnte noch das Handy abnehmen bei Empfang, was ich im ersten UG unten nicht hatte. Kann man jetzt natürlich sagen, ist Zufall oder nicht, aber durch das, dass ich auch mittlerweile weiss, dass alles für mich ist, hat es so müssen sein, dass ich das Handy abnehmen kann. Und so Sachen fallen mir immer mehr auf, wenn ich einfach einmal «Stopp» sage und nicht gerade auf die alte Geschichte eingehe. Das heisst, wenn ich einfach einmal, es passiert etwas und ich steige nicht auf die alte Geschichte ein und versuche zu beobachten, so, warum ist denn das jetzt? Ich frage mich einfach, warum ist das? Und durch das, dass ich mich das frage, warum passiert das jetzt für etwas Besseres in dem Sinn, dann lasse ich auch die Möglichkeit auf, dass ich herausfinden kann, warum das jetzt passiert ist. Oder? Und für mich ist jetzt das mit dem Lift eindeutig gewesen, weil wäre ich das Loch, also weißt, dann hätte ich mich doppelt genervt, oder? Blöd gesagt. Also ich hätte mich wahrscheinlich genervt, äh, weil ich falsch gedrückt habe und dann gemerkt, oh nein, jetzt kann ich das Handy nicht abnehmen, warum geht die Tür jetzt auch nicht auf? Also das heisst, ich habe mich zweimal nerven und indem dass ich einfach mal gesagt habe, so, du, ich beobachte das, habe ich es eigentlich können, ja, ist gut gewesen, weil ich habe gerade herausgefunden, wieso das es war.